Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, dich zu inspirieren und mach dir doch ein paar Gedanken dazu. Heute geht es um Umkehr. Und es ist komisch, aber wenn ich Umkehr höre, dann fällt mir irgendwie plötzlich so die typische Navi-Stimme ein, die sagt, bitte wenden. Bitte bei nächster Gelegenheit wenden. Ich nehme an, es ist wahrscheinlich den meisten von euch schon so gegangen, dass ihr mit so einem Navi oder einer Navi-App unterwegs sind und irgendwie sind dann die Anweisungen nicht so ganz genau gewesen. Es heisst, jetzt rechts abbiegen und dann fragt man sich, okay, also jetzt die kleine Strasse rechts oder die da 20 Meter weiter ein bisschen grösser ist, aber man muss sich ja schnell entscheiden, man biegt ab, man bekommt Zweifel und merkt, ist glaube doch die falsch gewesen. Aber irgendwie ist es gar nicht so einfach, dann wieder auf die richtige Strecke zurückzukommen, weil hinten dran hat es ein Auto, das es brisant hat, das drängelt. Dabei wird man jetzt lieber ein bisschen langsam fahren, um sich zu überlegen, was jetzt echt das Schleuste ist. Und es ist einfach mühsam, schwierig. Die Stimmung im Auto wird unweigerlich angespannt. Im ersten Moment ist der Vergleich vielleicht ein bisschen gar simpel und plakativ. Aber beim Vorbereiten und beim darüber nachdenken habe ich dann gemerkt, es hat eigentlich recht viele Parallelen zum Alltag. Der Vergleich ist gar nicht so dumm. Weil auch im Leben passiert so schnell, dass ich über eine Schwäche von mir stolpere, dass mir irgendein Wort rausrutscht, das ich eigentlich nicht sagen wollte, dass ich mich verrenne. Und dann gibt es nichts anderes, als wieder aufstehen, wieder den richtigen Weg suchen und eben umkehren. In unserer Predigtserie Ecclesia Requians, erfrischende Kirche, gehen wir so Kernausdrucksformen vom christlichen Glauben nach und schauen ihre biblischen Wurzeln an, aber auch die Entwicklung in der Kirchengeschichte. Und jetzt sind wir eben im letzten und 5. Teil und beschäftigen uns mit Umkehr. Ein zentrales Thema in der Bibel, das im Alten und im Neuen Testament zu finden ist. Ich denke, das ist so der Kern vom Evangelium. Das Evangelium als Einladung an alle Menschen von allen Zeiten umzukehren, sich Gott zuzuwenden, gerettet zu werden, Heil zu finden. Jesus hat seinen Auftrag selber auch so verstanden, als Ruf, die Menschen zurück in die enge Verbundenheit mit Gott zu führen und alles auszuräumen, was zwischen Gott und den Menschen steht. Und er hat es zum Beispiel so zusammengefasst: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Oder in einer anderen Übersetzung heißt der zweite Satz: Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Und die zwei Übersetzungen, tut Buße und kehrt um, also Buß und Umkehr, das sind zwei Übersetzungen vom gleichen griechischen Wort, von Metanoia. Und das bedeutet neben Buß und Umkehr auch Sinnesveränderung oder Neuausrichtung von der Sinn. Und die Umkehr, die zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Es fängt an bei Adam und Eva, die geschaffen waren, um im Einklang mit Gott zu leben, aber sich dann dagegen entschieden haben und einen anderen Weg eingeschlagen haben. Und im ganzen Alten Testament lesen wir davon, wie Gott probiert hat, häufig durch Propheten, das Volk wieder zur Umkehr zu bewegen. Und immer wieder haben die Menschen erkannt, dass sie auf einem falschen Weg sind, haben Buße da, aber leider ist die Umkehr häufig nur von kurzer Dauer gewesen. Und darum ist auch immer wieder im Alten Testament angekündigt oder versprochen, verheißen worden, dass Gott den Menschen ein neues Herz und einen neuen Geist wird schenken, der von ganz neuer Qualität ist. Salome Ganz hat am letzten Sonntag auch darüber geredet. Und schon hier im Alten Testament wird deutlich, was mit Buß nicht nur gemeint ist. Es beschränkt sich nicht darauf, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich irgendetwas falsch gemacht habe. Es geht eben um viel mehr. Es geht um eine Sinnesänderung, um eine Neuausrichtung, wo ich mich wieder auf Gott ausrichte, an seinen Wert orientiere. Und die Übersetzung als Umkehr, denke ich, mir macht ja auch schon deutlich, dass es nicht einfach beim Denken soll bleiben,
sondern dass meine neue Ausrichtung auch ins Handeln soll kommen, im Handeln sich soll zeigen. Und so simpel es tönt, so klar ist das beim Beispiel vom Navi. Wenn ich dort merke, dass ich falsch abgebogen bin und einfach dort stehen bleibe, dann komme ich nie an mein richtiges Ziel. Ich muss umkehren und wieder den richtigen Weg suchen. Und genau so ist es ja auch im Leben. Umkehr heisst, nicht stehen zu bleiben, sondern sich neu auszurichten. Und es überrascht darum auch nicht, dass Jesus das ganz klar sagt, dass dieser inneren Entscheidung Taten folgen müssen. Es reicht nicht, Jesus einfach zu hören und ihm zu glauben, aber genau gleich weiterzuleben wie vorher. Er sagt, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Jeder, der es hört und auch danach handelt. Für Jesus ist sie gekommen auf die Erde die Erfüllung der Hoffnungen und Erwartungen vom ganzen Alten Testament gewesen. Sein Tod und die Kraft von seiner Auferstehung sollen die Macht vom Bösen überwinden und die Menschen mit Gott versöhnen, Vergebung der Sünden anbieten. Er hat das seinen Zuhörern ganz klar gesagt. So steht es doch schon in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Sünde ist so ein altes Wort, manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Und es heisst wörtlich, sein Ziel verfehlen. Es beschreibt Zustände oder Taten, wo es uns Menschen nicht gelingt, Gott und die anderen Menschen so zu lieben, wie wir eigentlich wollen. Oder wie wir wüssten, dass es richtig wäre. Sünde ist nicht einfach eine einzelne Tat, die falsch ist, sondern es ist eine Kraft, die das menschliche Herz und das Handeln beeinflusst. Und meistens entspringt es aus selbstsüchtigen Trieben, die in uns sind. Die Sünde trennt den Menschen von Gott und führt zum Tod. So sagt die Bibel auch. Sie führt zu zerbrochenen Beziehungen, zu Gewalt, zu Leid. Und vielleicht sind euch jetzt auch Parallelen aufgefallen zur Umkehr. Weil bei beidem geht es ums Herz, ums Denken, wo interessanterweise im Hebräischen im Herz stattfindet. Sie denken mit dem Herz. Es geht ums Herz und ums Handeln. Nicht nur um eins von beiden. Herz und Handeln können nicht getrennt werden. Die Sünde beeinflusst das Herz und das Handeln und ist sehr umfassend. Und sie betrifft uns alle. Du kennst dich selber am besten und weißt wahrscheinlich, wo deine Stolpersteine sind, wo deine Schwachpunkte sind. Dort, wo du immer wieder fällst, wo du immer wieder reingehst, wo du dich immer wieder so verhältst, wie du eigentlich gar nicht willst. Wo gelingt es dir nicht, um Gott und andere Menschen zu lieben und zu ehren? Wo handelst du vielleicht selbstsüchtig oder zerstörerisch? Wo lasten Versagen und Fehler so schwer auf deinen Schultern? Das ist die schlechte Nachricht. Niemand von uns ist perfekt. Wir alle kennen Situationen, Erfahrungen oder Charaktereigenschaften, wo wir Fehler gemacht haben und anderen Menschen oder uns selber irgendeine Art von Schaden zugefügt haben. Und oft lasten so Fehler doch eben so richtig schwer auf unseren Schultern. Und der Lebensrucksack kann manchmal so richtig zur Last werden, so richtig schwer. Die gute Nachricht ist, Gott ladet uns ein, unsere Sünden loszuwerden. Und das heisst schon im Alten Testament, zum Beispiel in den Psalmen. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Und auch im Neuen Testament finden wir das. Zum Beispiel wird es uns im 1. Johannesbrief zugesprochen. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht
das wir begangen haben. Gottes Barmherzigkeit bedeutet nicht, dass er sagt, hey, schwamm drüber, stand auf, gang weiter, alles okay. Sondern es bedeutet, dass er uns vergibt. Das ist Gottes Wesen. Dass er barmherzig ist und vergibt. Und wenn es dann darum geht, wie die Buß und Umkehr jetzt praktisch im Leben aussehen können, dann ist es sehr erhellend, wenn wir kurz die Entwicklung in der Kirchengeschichte durchgehen und schauen, wie das denn dort ausgesehen hat, weil es dort eine rechte Entwicklung drin hat. Von Anfang an war Buß zentral wichtig im Leben der Kirche, was ja eigentlich logisch ist, da Buß und Umkehr ja zentral im Evangelium ist. Wenn wir hier auf die frühen Kirchen schauen, wo die Gemeinden noch klein waren und sich in den Häusern getroffen haben, dann hat Buß auch dort stattgefunden. Auch in diesen kleinen Versammlungen. Es war öffentlich, aber nicht in der grossen Öffentlichkeit, sondern eben in diesen Hausgemeinden. Ein gemeinschaftlicher Akt, wo man, ja, wenn einem so etwas bewusst worden ist, man das auch teilt hat mit den anderen. Häufig war es auch verbunden mit Taufe und mit so einer Wiederausrichtung auf das gemeinsame Leben. Und dann, so im 3. bis 10. Jahrhundert, wo die Gemeinden gewachsen sind, die Kirche gewachsen ist und eine andere Rolle hat angefangen zu spielen, hat sich das auch ausgewirkt auf Buß. Buß ist auch mehr institutionalisiert worden. Die Bischöfe haben vorgeschrieben, was es für Bußübungen gibt. Zum Beispiel das Fasten. Oder sie haben als Bußübung vorgeschrieben, dass man nicht an der Eucharistie, am Abendmahl teilnimmt. Und das hat sich dann weiterentwickelt im Hochmittelalter, im 10. bis 15. Jahrhundert, dass Beichte zu einem regelmäßigen sakramentalen Vorgang geworden ist, wo die Einzelbeichte verpflichtet worden ist, also wo man als einzelne Gläubige beichten musste. Und Stück für Stück hat sich das auch entwickelt zu diesen Ablasspraktiken, oder vielleicht auch schon gehört haben im Zusammenhang mit der Reformation, weil sich der Martin Luther dagegen gewendet hat, dass es geheißen hat, okay, du musst das und das Gebet sprechen, damit die und die Sünde vergeben wird. Oder du musst die Spende für die Kirche geben, damit die Sünde vergeben wird. Wie gesagt, der Martin Luther und einfach generell die Reformation hat sich dort dagegen gewendet und hat Buß dann wieder zurückgeführt zu ihrem Kern. Als innere Antwort auf das Evangelium, als etwas Persönliches, als etwas, das Teil ist vom alltäglichen Glaubensleben. Aber auch etwas, das eine private Sache ist zwischen mir und Gott. Das ist so die Entwicklung. Und auch noch interessant ist, wenn man so auf die letzten 200 Jahre zurückschaut, was so verschiedene Erweckungsbewegungen gegeben hat, dann haben die häufig ein ähnliches Muster gezeigt. Und zwar, dass die Erneuerung angefangen hat mit Buß. Dass eine grössere Zahl von Menschen irgendwie, ja, dass bewusst worden ist, dass sie auf falschem Weg sind, dass sie eben Buß da haben, dass sie umgekehrt sind zu Gott, dass sie das bekennt haben auch voneinander, dass Versöhnung passiert ist und dass dann daraus eben auch wieder neu Vertrauen auf Gottes Gnade gewachsen ist und durch das zu einer Erneuerung gekommen ist. Und so ist Buß durch die ganze Geschichte durch zum geistlichen Motor geworden für Einzelne, aber auch für ganze Gemeinden und Gesellschaften. Und so beim Vorbereiten ist mir bewusst worden, hey, stimmt, das stimmt auch fürs Persönliche, wenn ich umkehre zu Gott, wenn mir so etwas bewusst wird und ich dann das Gott sage und mich entscheide, um wieder mich eben an ihm mehr orientieren, mich wieder mehr auf ihn auszurichten, dann setze ich wieder mehr mein Vertrauen auf ihn und dann gibt mir das irgendwie Schub. Dann ist das vielleicht wie so eine Mini-Erneuerung einfach in meinem persönlichen Leben. Vielleicht hast du das selber auch schon mal erlebt. So. Du kannst vielleicht auch heute Nachmittag mal in einem ruhigen Moment so ein bisschen, überlegen, ob du das auch schon mal so erlebt hast. In der Geschichte hat Buß und Umkehr, wie ich gesagt habe, am Anfang so mehr einen öffentlichen Charakter gehabt, ist später von den Bischöfen ist so mit Bußübungen festgelegt worden. Es hat auch dort wie eine Strophe drin gehabt,
wahrscheinlich aus der Überlegung, dass man aus der Strophe heraus dann den gleichen Fehler nicht noch einmal machen sollte. Und bei der katholischen Kirche ist dann so das Sakrament von der Beichte daraus geworden, wo man als katholische Gläubige regelmäßig zur Beichte muss gehen. Das ist etwas, was uns als evangelische, als freikirchliche Gläubige ja eher fremd ist, der Begriff von der Beichte. Und ich habe gemerkt, das ist insofern eigentlich schade, weil uns damit auch etwas von dieser ursprünglichen Handhabung und Bedeutung verloren gegangen ist, nämlich die Kraft vom Bekennen. Die Bibel beschreibt, dass eine grosse Kraft in unserem Miteinander liegt. Im Miteinander von gläubigen Menschen. Wir sind eine Familie von Brüdern und Schwestern, verbunden als Lieb von Jesus, wie auch das Abendmahl deutlich macht, wo Salome letzten Sonntag eindrücklich davon erzählt hat. Und als solche Gemeinschaft tragen wir auch die Lasten vom Leben gemeinsam. In unserem Miteinander, in der seelsorgerlichen Begleitung liegt darum ein Potenzial für Heilung und Wiederherstellung. Und so heisst es auch im Jakobusbrief, in dem Abschnitt, wo es darum geht, dass wir die Ältesten sollen bitten, dass sie für uns beten, dass wir geheilt werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Da ist klar der Zusammenhang von Bekenntnis als Beitrag zur Heilung. Beichte hat eine heilsame Wirkung. In diesem Schritt aus der Dunkelheit der Sünde raus, in dem man etwas von jemand anderem bekennt, kann die finstere Macht gebrochen werden, die uns gefangen hält. Und es kann Freiheit reinkommen, es kann Freiheit wieder wachsen. Bei all dem, was wir bis jetzt so angeschaut haben, ist entscheidend, dass Gottes Angebot für Vergebung, für Versöhnung freiwillig ist. Er zwingt niemanden zu seinem Glück. Aber seine Güte und Barmherzigkeit wollen alle Menschen erreichen und wieder zu ihm zurückrufen. Das ist sein Herzensanliegen. Das findet man an x verschiedenen Stellen in der Bibel. Und ich habe einfach 2 rausgepickt, zuerst aus dem 2. Petrusbrief. Dort heisst es ist keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Oder im Römerbrief heißt es, oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Gott wird alle Menschen zu sich zurückrufen, immer wieder. Das ist Gottes Herz, das ist Gottes Wesen. Das ist mir irgendwie in der Vorbereitung besonders gross geworden. Einfach die grosse Barmherzigkeit von Gott. Die Barmherzigkeit, die Umkehr wie umschließt. Es ist wie die Voraussetzung. Es ist seine Liebe und Gnade, die durch den Heiligen Geist mein Herz berührt und mir aufzeigt, dass ich in eine falsche Richtung laufe oder Sünde in meinem Leben toleriere. Und dass ich Gott als barmherzigen Vater kenne, das ist für mich die Voraussetzung, dass ich überhaupt ehrlich sein kann vor ihm und vor mir und überhaupt auf die Idee komme, zum Umkehren. Und wenn ich dann zu Gott umkehre, dann wartet er als barmherziger Vater mit offenen Armen auf mich. Er vergibt. Das ist seine Barmherzigkeit und Güte. Und noch viel besser, als ich das in Wort fassen kann, zeigt das bekannte Gemälde vom Rembrandt, die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Es ist ein gemaltes Gleichnis vom verlorenen Sohn. Oder manchmal wird es auch genannt von den 2 verlorenen Söhnen, wo im Lukas-Evangelium im Kapitel 15 steht. Jesus erzählt dort von einem Sohn, der zu Lebzeiten zum Vater geht, sein ganzes Erbe will, mit dem Fug geht, alles ausgibt, verprasst. Am Schluss hat er gar nichts mehr
er ist am Hungern und dort an diesem Punkt kommt er zur Einsicht, dass er an seinem Vater und an Gott schuldig geworden ist und kehrt um zu seinem Vater, weil er denkt, okay, der gibt mir dann hoffentlich Arbeit, dass ich wieder ein bisschen Geld verdiene, dass ich wieder etwas zu essen kaufen kann und nicht muss verhungern. Aber der Vater reagiert ganz anders, als er es erwartet hat. Der Vater erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Die zentrale Aussage von diesem Gleichnis ist nicht die Schuld, ist nicht, wie dumm der Sohn ist, was er gemacht hat, sondern die Barmherzigkeit vom Vater. Umkehr ist weniger eine moralische Pflicht, sondern es ist eine Heimkehr zu Gottes Herz. Und das gilt für beide Söhne, für den, der offensichtlich auf Abweg geraten ist, aber auch für den anderen. Der beim Vater geblieben ist, aber jetzt eifersüchtig ist auf seinen Bruder, weil sein Vater so grosszügig mit ihm ist. Der ist innerlich auf Abweg geraten. Umkehr ist keine moralische Pflicht, sondern es ist eine Heimkehr in Gottes Herz. Es ist eine Bewegung von der Angst zur Liebe, von der Flucht zur Annahme. Der Rembrandt hat hier nicht eine moralische Belehrung so mit einem Zeigefinger gemalt, sondern er hat eine Umarmung gemalt. Und in dieser Umarmung findet Buß also ihre eigentliche Bedeutung. Ich darf zurückkommen, so wie ich bin. Die Barmherzigkeit von Gott, das ist die Grundlage und die Ursache für die Umkehr, vor der Umkehr. Und ich habe mir überlegt, wenn ich nicht wüsste, dass Gott barmherzig ist, wie könnte ich denn in den Spiegel schauen und wirklich ehrlich sein vor mir und vor Gott? Und ohne den Glauben an einen gnädigen Gott, der gern vergibt und mit offenen Armen auf mich wartet, wie könnte ich da mit meinen Unzulänglichkeiten leben? Wie schnell passiert es, dass ich im Bild vom Navi gesprochen falsch abbiege? Und dann bitte wenden, umkehren. Gott ist unglaublich geduldig, wie die Vers vorher ja auch gezeigt haben. Umkehren. Umkehr umfasst alle Dimensionen. Es fängt auch bei mir, dass ich ehrlich bin zu mir selber. Dass ich einen ehrlichen Blick in den Spiegel wirf und in mein Herz und mir von Gottes Geist zeigen, wo ich auf Abweg geraten bin. Es geht nicht um eine fromme Fassade, darum perfekt zu sein, sondern es geht ums Herz und was für Handlungen daraus herauskommen. Als Zweites geht es darum, zum Ehrlichsein vor Gott. Gott kennt mich und er kennt dich. Er kann mit unseren ehrlichen Worten umgehen. Er ist nicht schockiert, wenn wir ihm sagen, was wir erkannt haben. Er verdreht nicht die Augen und sagt, oh nein, nicht schon wieder. Er weiss es. Er drängt sich nicht auf. Er kommt nur in die Lebensbereiche hinein, wo ich ihn auch reinlasse. Und es gibt so eine alte Tradition, am Abend mit Tag, am Abend den Tag nochmal mit Gott Revue zu passieren. Das ist das Examensgebet, wo man einfach so den Tag durchgeht. Nicht zum Prüfen, was ist gut gewesen, was ist so, naja, was ist schlecht, sondern zum Teilen mit Gott. Und es wie Gott anheben und sich von Gott auch zeigen, hey, wo bin ich an deiner Güte vorbeigelaufen? Wo bin ich aus der Spur gelaufen? Und die dritte Dimension ist dann ehrlich sein vor anderen. Ich habe es vorher beim Thema Beichte angesprochen. In der Gemeinschaft liegt eine heilende Kraft. Und es ist Gottes Barmherzigkeit, wo uns empfängt, wenn wir mit unseren Schwächen von vertrauenswürdigen Freunden, von einem Seelsorger, einer Seelsorgerin, das aussprechen, was ist.
dann verliert die Sünde ihre dunkle Macht. Fehler, Sünden, Schwächen werden zu einer schweren Last, wenn ich sie einfach für mich behalte. Wenn ich sie allein mit mir herumtrage. Aber wenn sie ans Licht kommen, dann verlieren sie ihre Macht. Und Gott kann mit seinem Licht, mit seiner Heilung reinkommen und Freiheit schenken. Ich lade euch ein, um das Bild einfach noch einen Moment auf euch wirken und so wirklich tief in euer Herz aufnehmen. Das Bild von diesem barmherzigen Vater, der auf uns wartet, der da steht mit offenen Armen. Immer. Der sich wünscht, dass wir zu ihm kommen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich uns als barmherzigen Vater vorstellst. Ich danke dir, dass du einen Künstler wie Rembrandt begabt hast, um das so bildlich darzustellen. Ich danke dir für das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das das so auf den Punkt bringt. Vater, es gibt noch so viele andere Stellen in der Bibel, die uns das so zeigen. Und ich danke dir auch vielmals, dass du durch den Heiligen Geist uns das ins Herz hinein übersetzt. Dass du uns so begegnest. Ich staune einfach immer wieder darüber. Ich danke dir für deine Geduld. Dass du nicht sagst, nach dem 10. Mal, hey, aber jetzt solltest du es langsam begriffen haben. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jetzt gerade da bist, bei jedem Einzelnen von uns. Dass du durch die Geist zu uns redest. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Und ich bitte, dass wir dich auch verstehen dürfen. Amen. Danke, hast du reingeschaut in die Predigt und lass uns einen Kommentar, was dich begeistert hat oder was Fragen aufgerührt hat. Hey, wir bauen Kirchen und wir machen die Predigten, dass Menschenleben zum Blühen kommen und mit Gott connected werden. Und das hoffen wir, das ist passiert. Wenn du Fragen hast oder das Gebetsanliegen, dann kontaktiere doch uns. Wir lieben es, mit Menschen in Verbindung zu kommen. Wir lieben es auch für Menschen zu beten. Wenn dir die Predigt gefallen hat, dann gib doch einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, dann verpasst du die nächste Predigt sicher nicht. Wenn du uns unterstützen willst und dir das gefallen hat, dann geh auf den Button, scan den QR-Code. Danke vielmals. Und sonst, hey cool, hast du reingeschaut und hoffentlich bis ein anderes Mal.